Wie das Pitje Porter war ist, vom Pitje Silva erzählt. Eine Geschichte vom Porter Balduino Rambo. Heute wir das 8. Kapitel lesen, wie das Pitje Mut gekriegt hat, für Porter zu werden. Wie das Pitje so ein gruppig Kerlchen war, doch hat's allerhand Pläne im Kopf. Wenn man's gefragt hat, was es werden wollt, dann sagt's Zackermann oder Blechschmied oder Schreiner. Und wie der Altbonsings mo gefragt hat, was es machen tät, wenn's mo groß wär, sagt's: Wenn ich mo groß bin, dann kauft der Vater mir ein Patissie und ein Pistelchen und ein Vergängchen und dann reid ich bei die Blohe. Wie das Pitje 5 Jahre alt war, da hat's emo geheiß, in 14 Tagen wird der Onkel Schwang Porter. Der Onkel Schwang, das war dem Altbonsing sein Schwang, wo schon nächst 20 Jahre fort studieren war. Und weil dem Pitje sein Mutter dem Schwang sein Schwester und der Grundpyramid dem Schwang sein Pat war, wollte er mit seiner ganzen Familie in der Stadt auf der Pristerweih machen. Freitags morgens sind sie alle in der Wendemann seiner Kamion gegangen, der Grundpyramid mit seiner ganzen Familie, der Altbonsing mit seiner ganzen Familie, der Alt September wieder, wo dem Schwang sein Fernpat war, und noch ein paar andere Sandbeier, wo auch mal keinen Pristerweih gesehen hätten. Das Wetter hat euch renig ausgesehen, und der Alt Septemberwetter hat seinem Fumm zwischen die Hände geribbelt und alle kaputt gesagt: Septemberwetter, Septemberwetter, Septemberwetter. Weil er immer über das Regenwetter Septemberwetter sagt, haben die Leute ja auch der Alt Septemberwetter genannt. Es war schon abends spät, wie sie in der Potalech Repikot gekommen sind, und am Pitje sein Mutter und die andere Frauleut sind bei der Schwester über Nacht blieb, und die Mannsleit sind in ein Hotel gegangen. Der nächste Morgen um 8 Uhr sind sie alle in der Kathedrale gegangen. Die Priesterweih hat ordentlich lang gedauert, aber das Pitje hat sich die Auelchen nächst aus dem Kopf geguckt und ganz genau aufgepasst, wie der Bischof gekommen ist, wie er sich hingesetzt hat, wie er sich angetun hat, wie er die Kappe aufgesetzt hat, wie er seinen Stab in der Hand geholt hat, was am Altar Raum gemacht hat und wie viel Pater bei ihm waren. Wie es schon über eine Stunde gedauert hat und der Bischof schon viel getun und gesagt hat, doch hat er sich emo sein Hochkap und seine Stab bringen gelassen. Dann haben sich die Studenten einen um andere vorne hingekniet und der Bischof hat jedem einer die Hände auf den Kopf gelegt. Wie der Schwang an die Reihe gekommen ist, da konnte seine Mutter, wo der Altbonsing seine Katrin war, sich nicht mehr halten und hat angefangen zu kreischen. Und der Altbonsing hat sich auch ein bisschen mit dem Sacktuch ewig die Augen gefahren. Und dem Pitje sein Mutter sagt ewig das Pitje: Pitje, pass auf, a Weile wird der Schwang Porter. Da hat das Pitje noch genauer geguckt und auf einmal ganz von selber gedenkt: Ich wollte, ich könnt auch Porter werden. Wie es am selbigen Nachmittag von der Potalech Repikot nach St. Leopold in das Seminar gefahren sind, hat der Alt Septemberwetter das Pitje gefragt: No, Pitje, wie hat's dir dann der Stadt gefallen? Ganz gut, sagt das Pitje. Aber die Leute in der Stadt müssen doch ordentlich arm sein. Die haben ja gar keine Seilstelle. Nur die Schwestern haben 5 schwarze Seil im Stall. Aber das sind von der hochbeinigen und langschnissigen Rasse, wo kein richtig fett aufgehen. In St. Leopolde war nachmittags noch ein schönes Theater. Die Studenten haben so schön gesungen und Musik gemacht und es waren so viel Pater überall rum, dass das Pitje sich nächste Auelche aus dem Kopf geguckt hat. Der nächste Sonntag war in St. Bei Primitz vom Altbonsing seinem Pater Schwang. Das waren Leber die ganze Woche, bis all die Kuchen gebackt, all die Ochsen geschlacht, Spritzbier gekocht und die Kirche für das Fest fertig war. Samstags nachmittags haben sich die Leute ein Stück von der Kirche versammelt. So viel Leute hat das Pitje noch nie gesehen. Ganz St. Bei war auf der Beine. Auch der ganz alte Vetter Gerhard, wo schon in der 90 war, ein langer weißer Bart hat und nächst nichts mehr gesehen hat mit seinem Steinstecker an der Mauer gestanden, wo der neue Pater durchreiten musste. Wie so ungefähr 3:30 war,
Da hat's auf einmal ganz weit oben an der Schlappertäler Kapelle angefangen zu schießen. Ein von Ketten oder einer ist in die Luft gegangen, dass es nur so in der Berg geschlagen hat. Da haben sie auch unten an der St. Bayer Kirche 3 Katzenköpfe losgeschossen, dass die Schindler auf der Häuser gerappelt haben und die Hunde von ganz St. Bayer haben angefangen zu bellen. Wie noch so ein Viertelstunde rum war, da hat man jeweils auf der anderen Seite von der Bach die ersten Leute reiten kommen gesehen. Die Vordersten waren lauter junge Buben mit farbigen Fähnchen an der Bambusstange. Sie sind in 2 Reihen geritten, haben die Fähnchen in die Luft gehalten und hier und da gejuckst. Wie sie ewig die Brücke gekommen sind, haben sie angefangen Galopp zu reiten, sind der Himmel raufgejagt gekommen, wo der Pater mit der Leute gewartet hat, und sind dann nur nicht das Cinnamon abgestiegen. Gleich am Neu ist der neue Pater gekommen. Er hat auf der Maltbank in seinem Rassenschimmel gehuckt, wo der schönste Gaul in der ganz Pikard war. Der Schimmel hat einen Blumenstrauß zwischen den Ohren, dass es ganz spaßig ausgesehen hat. Auf der rechten Seite vom Pater ist der Altbank Sing, sein Vater, auf seinem Gladiator Mule geritten. Und auf der linken Seite ein fremder Pater, wo die Primitz brechen halten sollte. Hinter dem Pater ist noch ein großer Haufen Leute angeritten gekommen, wo der Pater an die Station abholen geritten war. Wie der Pater abgestiegen ist der Vikario und der Superintendent und noch ein paar andere gleich hingegangen und haben ihm die Hand gegeben. Und die Sänger haben fix das schönste Lied gesungen, wo sie nur auch singen konnten. Und die Musikanten haben in ihre langen Blechdinger hingeblossen, dass sie schwarz und blau im Gesicht war sind. Dann ist der neue Pater in dem Zahnarzt sein Haus gegangen und hat sich anders da angetun. Und wie er rausgekommen ist, da hat das Lieschen, dem Pitcher seine Schwester, wo sich ganz weiß anhat, einen großen Blumenstrauß geholt, sich vor der Pater hingestellt und einen ordentlich schönen Spruch aufgesagt. Wie das fertig war, da sind 12 Mädchen gekommen, wo sich all ganz weiß anhatten und Blumenkränze auf dem Kopf hatten, und haben der Pater zwischen sich in einen großen Kranz geholt und sind dann mit ihm nach der Kirche gegangen. Der Pater Vicario ist grad vor dem Pater Schwang gegangen, und die Leute haben gesungen, gebetet und Musik gemacht, und die Vogeten haben gekracht, und die Katzenköpfe haben hin in der Kirche gehummert, und die Hunde haben gebellt. In der Kirche hat der Pater Vicario der erste ordentlich schön Red gehalten. Dann ist der neue Pater selber auf die Kanzel gegangen und hat so schön gepredigt, dass die Fraulein nächst all gegrischt haben und die Männer hier und da mit der Sackdicher über das Gesicht gefahren sind. Dann war's für den Tag aus. Der nächste Morgen haben die Glocken schon ganz früh geleitet und all die Straßen waren so voll Leid, wie man sie in St. Bayer noch nie gesehen hat. In der ersten Messe, wo der Pater Schwangel gelesen hat der fremde Pater ordentlich lang und ordentlich schön gepredigt. Das Pittchen hat nix davon verstanden, aber es muss ordentlich gut gewesen sein, weil die Leute an jenem Stück auf der Pater auf der Kanzel und auf der Pater geschwungen ewig einmal da geguckt und viel davon mit der Sackdicher die Augen abgeputzt haben. Das Schönste ist aber für das Pittchen mittags gekommen, wie sie all beim Wendemann im großen Saal zum Mittag gegessen haben. Da waren ganz sicher 200 Menschen beieinander. Die Tische sind gar nicht alle in den Saal gegangen. Die meisten Leute haben an den Tischen und nicht das Cinnamon-Beam gegessen. Und was hat's da Gutes zu essen gegeben? Alles hatte Brot und Kuchen und Wein und Toast und einen ganzen Haufen Essen, wo das Pittchen noch nie gesehen hat. Aber alles hat gut geschmeckt und das Pittchen hat gegessen, dass ihm die Brie wie die Bagger runtergelaufen ist. Und die Leute waren auch so froh und der Pater Vicario und die anderen fremden Pater haben Reden gehalten und der Pater Schwang hat darauf geantwortet. Die kleinen Buben und Mädchen sind all der Reihe nach an den Tisch gekommen und haben dem Pater Schwang Sprich gesagt. Und der Pater Schwang ist dann jedes Mal aufgestanden, hat der Kinder seine Seiche gegeben und schöne Bildchen verteilt. Das war alles noch viel schöner wie eine Hochzeit. Und eine Hochzeit ist doch sicher schön. Der neue Pater hat zwischen dem alten Bonsing und dem alten Bonsing seine Katrin gehuckt und hat mit all die Leuten Spaß gemacht, wie wenn er immer daheim gewesen wäre. Und er war doch 14 Jahre überhaupt nie in St. Bayer gewesen. Und die Leute haben all gesagt, was das noch ein schön und freundlicher Pater wäre.
Auf einmal hat das Pitje sein Kuchen liegen gelassen, ein Zeitchen auf den Pater schon geguckt und dann ganz heilig sein Mutter gefragt. Mutter, für was hat dann der Pater schon das Kränzchen auf seiner Kappe? Die Mutter sagt, das wird deswegen, weil der Pater schon heute grad so ein groß Fest feiert hat, wie andere Leute, wenn sie Hochzeit haben. Das Pitje hat das aber nicht richtig verstanden und gemeint, die Mutter hat gesagt, der Pater schon hat heute Hochzeit. Er hat der Pater schon nochmal groß angeguckt und dann nochmal ganz heilig gefragt. Wo hat der Pater schon aber seine Frau? Da ist die Mutter ganz rot war, hat dem Pitje fix das Meilchen zugehalten und gesagt, bist du ruhig, Pitje, guck mal, wie die anderen Leute über dich lachen. Aber die alt Grinshannes, wo grad neben dem Pitje seiner Mutter gehuckt hat's doch schon gehört und sagt, nee, ich sah'n aber doch, hat das Biebchen Schnisse am Kopf. Wenn das nicht selber mo Pater wird, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Der ganze Nachmittag ist das Fest weitergegangen. Abends hat der alte Bonsing bei seine Frau. Bonsing, hast du gehört, Katrin? Wenn mal einer kämt und die Hand 100 Kondo und die andere Hand ein Primitz leer tät, ich tät ihm die 100 Kondo nachwerfen und die Primitz behalten. Und abends ganz spät, wie das Pitje schon im Bett gelegen hat, da hat seine Mutter gefragt, ob's auch Pater werden könnt, wie der Pater Schwan. Da sagt die Mutter, oh ja, Pitje, wenn's du nur immer brav bleibst und dich gut schicken tust. Hast du das gern gehört und gelesen? Dann lass ein Like. Sei sicher, dass du den Kanal unterzeichnet hast. Gleich komme ich mit dem 9. Teil und so tust du es nicht verpassen. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und vergiss nicht mehr auf Instagram zu folgen. Dankeschön und bis bald.